Begrüßung. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, um endlich mal in einem Reisebüro urlaubsmäßig für mich so auszusuchen, was mir Gutes tun tät. Und dann hat die Reisefachverkäuferin mich gefragt, ob ich oben gute Laune hätte. Habe ich gesagt, ich kann Ihnen sagen, die gute Laune, die geht verloren, wenn man nach da oben schaut, nach Berlin in diesen Bundestag. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass jeder dritte Politiker fast so blöd ist wie die zwei anderen. Ja. Und dann hat die mich gefragt, ob ich unten gute Laune habe. Ich gesagt, wie soll ich denn da unten gute Laune haben? Da hat ja noch nie einer angeklopft. Wenn ich mal später in den Himmel komme, steht auf meinem Paket unberührt zurück. Ja. Und dann haben Sie hier vorne gute Laune? Ja, erste Reihe? Ja? Ja? Dann müssen Sie es Ihrem Gesicht mal sagen. Ja, heutzutage müssen alle gute Laune haben. Links, rechts. Meine Nachbarin, die hat mir über den Zaun rübergerufen. Die wohnt auf der linken Seite, hat sie gesagt, hast du gehört? Lachen macht dick. Habe ich gesagt, wie kommst du denn auf so einen Blödsinn? Hat sie gesagt, unsere Nachbarin auf der rechten Seite, die hat sich trotz Ehemann einen neuen Kerl angelacht und jetzt wird sie dick. Gute Laune, gute Laune, vorne gute Laune, hinten gute Laune, links gute Laune, rechts gute Laune. Ja, das kennen Sie doch von Tic-Tac-Toc. Ja, von Instagram und Fatzebook. Das ist der neue Urlaubshit. Oben gute Laune, unten gute Laune. Und da habe ich im Prospekt mal so ein bisschen so Tipps bekommen. Oben gute Laune. Man kann jetzt eine Besteigung machen in der Schweiz. Das ist ja fast schon zweideutig. Und wie heißt der chinesische Bergsteiger, der am Matterhorn abgerutscht ist? Das war der Hing am Hang. Das war ein Brüller, wa? Dann steht hier, erleben Sie eine schöne Tulpenfahrt durch Amsterdam. Stellen Sie sich mal vor, Sie fahren da nach Holland und vor Ihnen fährt so ein Holländer mit Anhängerkupplung und hinten hat er nichts dran. Ist der dann automatisch obdachlos? Eine Weinreise in die Champagne. Ich trinke lieber Prosecco. Sie auch? Ich liebe dieses Getränk. Das schäumt so schön im Mund. Ich mag es, wenn die Zähne anfangen zu schwimmen. Das ist so herrlich. Mein Hausarzt hat gesagt, ich soll nicht so viel trinken. Trinken schadet der Gesundheit. Man stirbt früher und wird zu Staub. Ich könnte da nur lachen, da müssten ja auf meinem Küchenschrank schon 3 Tote liegen. Nee, ich habe dann hier noch gelesen, dass Wellnessurlaub immer nach wie vor noch sehr beliebt ist. Aber die Gertrud aus meiner Gymnastikgruppe, die hat gesagt, sie kann sich mit ihrer kleinen Rente nicht mehr so einen Wellnessurlaub leisten. Sie hat jetzt ein ganz eigenes Konzept entwickelt. Aber das kann ich hier nicht verraten. Ich könnte, wenn ich wollte. Oder Sie. Also ich sag's Ihnen freiwillig. Die macht am Samstagmittag, macht die sich in Topf Suppe, Zwiebelsuppe und dann setzt sie sich in die Wanne und dann hat sie ihren eigenen Whirlpool. Das heißt, beim nächsten Mal stehen Sie spontan auf, ja?
Dann geht es noch besser, wenn Sie Gymnasium haben, dürfen Sie auf der Bank stehen. Ich war ja nicht alleine in dem Reisebüro, da saß noch ein Ehepaar nebendran und sie hat dann die Frage von der Fachverkäuferin bekommen, wo sie denn in Urlaub hinwollen. Und dann hat sie gesagt, sie möchte einmal in ihrem Leben an diesem Ort Urlaub machen, wo auch ihr Gepäck ankommt. Und dann hat er gesagt, heute, Schatz, erfülle ich dir einen Wunsch, wir fliegen auf die Bahamas. Und sie hat gesagt, Heinz, du machst mich sprachlos. Und dann hat er gesagt, Anke, dann bleiben wir eine Woche länger. Die waren ja schon, ja, lassen Sie es raus. Die waren ja schon über 30 Jahre verwurstelt, also verheiratet. Da ist also nichts mehr mit Rappels im Karton. Er hat mir gesagt, früher vor 30 Jahren ist er aus dem Badezimmer mit einem Handtuch begleitet in das Schlafzimmer gekommen und hat es weggemacht und dann hat sie Heute macht er genau das Gleiche. Er kommt aus dem Badezimmer mit dem Handtuch ins Schlafzimmer, wirft es auf den Boden, sagt sie, das hebst du aber gleich wieder auf. Ja. Die Fachverkäuferin hat zu mir gesagt, wissen Sie was, machen Sie mal was Verrücktes, gehen Sie mal auf die Salmonellen, auf die Seychellen. Zum Wellenreiten, aber ich kriege ja so ein Pferd gar nicht ins Wasser. Ich soll wieder eine Busreise machen, habe ich schon so oft gemacht. Bei der letzten saß ich auf der letzten Bank, da kam so ein junger Schnösel rein und hat gesagt, alle Leute auf der rechten Busseite, das sind die Vollidioten. Und alle, die links sitzen, sind die Ehebrecher. Dann ist der links aufgestanden und hat gesagt, jetzt erlauben Sie mal, das ist eine Frechheit, ich habe meine Frau in meinem ganzen Leben noch nie betrogen. Hat er gesagt, setzen Sie sich auf die andere Seite. Aufstehen! Fertig. Ich weiß nämlich noch nicht ganz genau, wo ich jetzt in Urlaub hin soll. Frau Aigner, würden Sie mich mal so einer Delegationsreise mitnehmen? Mit Ihrem Leberwurstministerpräsident, also dem Leberkäse Söder? Ich habe gelesen, die waren in Rettenbach. Eine Delegation war in Rettenbach. Das können Sie goggeln. Das ist in Niederbayern. Da kam der Ministerpräsident Söder zum Empfang vom Bürgermeister mit Blaskapelle, allem drum und dran. Und der Bürgermeister hat gesagt, schön, dass Sie da sind, Herr Söder. Wir haben 2 große Probleme. Hat der Herr Söder gesagt, lassen Sie es raus. Hat er gesagt, das erste große Problem ist, wir haben hier keinen Arzt mehr. Dann hat der Herr Söder sein Taschentelefon aus dem Janker genommen, hat telefoniert. 2 Minuten später hat er gesagt, Problem gelöst, in 4 Wochen kommt der Doktor. Was ist das zweite Problem? Hat der Bürgermeister gesagt, es ist mir ganz peinlich, Herr Söder, aber wir haben seit Jahren hier kein Mobilfunknetz.